Die EID ist angenommen. Bedeutet das jetzt, wir müssen einfach den Gring lampen? Nein, noch ist nichts verloren. Es gibt durchaus noch ein paar Schleichwege, wie das Ganze noch gut rauskommen kann. Mehr dazu in diesem Video. Zuerst hat mich das Jahr schon ein bisschen mögen. Und ich habe mich gefragt, ist jetzt theoretisch der Weg frei für ein digitales Kontrollsystem? Ich habe gemacht, was ich in so einem Fall immer mache. Ich bin ein bisschen gusseln. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. In dieser Woche bin ich zum Thema EID-Niederlage «Was jetzt?» ein bisschen genauer recherchieren. Ich habe angeschaut, was die Reaktionen der Gegner sind auf die Niederlage. Warum eine ganz bestimmte Abstimmungsbeschwerde oben raussticht, mit welchen 2 Massnahmen das Ganze doch noch gerettet werden kann, wieso dass es in den USA gar nicht etwa besser aussieht. Und am Schluss verrate ich noch meine persönliche Meinung zum Thema. Was ich dabei herausgefunden habe, das verrate ich euch jetzt. Schauen wir zuerst ganz kurz das Abstimmungsresultat nochmal an. Am 28. September 2025 hat die Schweiz über das neue EID-Gesetz abgestimmt. Das Resultat war hauchdünn. 50,4% haben Ja gesagt. Nur 17'700 Stimmen haben gefällt für einen Sieg. Die Stimmbeteiligung war bei ca. 50%. Das ist leicht höher als im Schnitt. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, es habe einen Sturm auf die Urnen gegeben. Als Vergleich dazu, der Mittelwert bei eidgenössischen Abstimmungen ist bei 43,7%. Damit ist das Bundesgesetz zur EID angenommen worden. Für den Bundesrat ist das ein wichtiger Schritt zur digitalen Verwaltung. Die EID soll frühestens ab dem Sommer 2026 eingeführt werden. Und wie haben denn jetzt die Gegner auf das für die enttäuschenden Resultate reagiert? Die Gegner sind frustriert. Für die war diese Abstimmung weichenstellend. Es ging dabei um die Frage gegangen, ob man eine digitale Kontrolle will oder eine digitale Freiheit. Darum wollen die nicht so leicht aufgeben. Gerade weil das Resultat so mega knapp war. Ihr Widerstand kommt auf dem Papier in Form von mehreren Abstimmungsbeschwerden. Die Hauptargumente dieser Beschwerden drehen sich hauptsächlich um 2 Punkte. Erstens die Spende von der Swisscom an die Ja-Kampagne. 30'000 Stutz von einem staatsnahen Unternehmen. Das ist für die Gegner ein Verstoß gegen die politische Neutralität. Zweitens, es hat eben falsche oder missverständliche Angaben im Abstimmungsbüchlein gehabt. Etwa zur Freiwilligkeit und zu möglichen Gebühren von der EID. Mehrere Personen oder Gruppen haben entsprechende Beschwerden beim Bundesgericht oder bei den Kantonen eingereicht. So wie ich das verstanden habe. Weil wer da mit wem zusammen oder wer eben nicht zusammen will, ist ein bisschen kompliziert in diesem Szenario. Also, unter den Beschwerdeführern sind unter anderem der Journalist und Unternehmer Stefan Siller, die Bewegung Massvoll, die junge SVP und die Freunde der Verfassung. Der Bundesrat und die Bundeskanzlei sehen das natürlich anders. Sie betonen, dass das Büchlein klar die Freiwilligkeit und die fehlenden Zwangskosten dargelegt haben. Und sie sagen, sie halten diese Beschwerden für haltlos. Item. Das Ziel der Beschwerde ist klar. Man will, dass das Resultat aufgehoben und eine neue Abstimmung angeordnet wird. Aber die Hürde dazu ist extrem hoch. Seit 1848 hat es auf Bundesebene über 300 Abstimmungsbeschwerden gegeben. Nur gerade 2 von denen haben ja tatsächlich zu einer Aufhebung des Wahlresultats geführt. Aber bei beiden Mal hat das nur einzelne Kantone geprägt. Einer ist der Kanton Nidwalden im 1954 und einer ist der Kanton Schwyz im 2019. Eine eidgenössische Abstimmung als Ganzes hat aber noch nie wiederholt werden. Nach meinem Dafürhalten hat eine Beschwerde die grösste Chance. Die hat eventuell das Potenzial, zum Trumpfbauer zu werden. Im Fall. Eingereicht hat sie der Richard Koller von der Bewegung schweizmacher.ch.
Er argumentiert, dass das SWI-U-Wallet, ein zentraler Bestandteil der EID, der Stimmbürger kaum ist erklärt worden. Eventuell hätte ein genug grosser Anteil anders abgestimmt, wenn die darüber besser informiert worden wären. Ich kann euch nur empfehlen, das Interview anzuschauen, das der Dani Stricker mit dem Richard Koller gemacht hat. Hättet ihr gewusst, was die SWI-U-Wallet ist? Eben, hä? Ich erkläre es kurz, weil das ist schon noch spannend. Ich habe es in meinem Video zur EID vor der Abstimmung schon mal erklärt. Die EID ist keine eigene App, die man direkt im App Store findet. Wer die EID will, muss zuerst die sogenannte SWI-U-Wallet installieren. Erst der drin erscheint die eigentliche EID. Das SWI-U-Wallet ist also eine ganz spezielle App. Die kann auf dem Handy persönliche Informationen speichern. Krankenkassenangaben, Flugbillett, Ausweis und eben auch die EID. Klingt zuerst einmal relativ praktisch, oder? Die Schattenseite, eine Wallet-App, könnte auch missbraucht werden. Wer sie kontrolliert, sei es der Betreiber selber oder jemand mit einem technischen Hintertürchen, könnte theoretisch auch sensible Daten wie Identität, Standort oder Nutzungszeitpunkt ableiten. Der Bundesrat kontert mit dem Hinweis, dass das SWI-U-Wallet von einem professionellen, privaten Anbieter, nämlich von SwissSign, betrieben werde. Und dass heikle Daten zentral auf dem Handy bleiben, streng verschlüsselt und DSG-konform, also datenschutzkonform seien. Es gäbe keine zentrale Datenbank zu Bern, sagen sie. Und die digitale Souveränität bleibe beim Bürger. Aber der Richard Koller trifft trotzdem einen wichtigen Punkt. Theoretisch ist nichts 100% sicher. Er warnt auch davor, dass das Wallet in Zukunft nicht nur für Ausweise, sondern auch für Zahlungen verlangt werden könnte. Bei so einem zentralisierten System könnte ein Knopfdruck reichen, um Konten zu sperren oder Transaktionen zu blockieren. Die Schweiz ist übrigens Teil der internationalen Better Than Cash Alliance. Das ist eine Organisation, die den Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft unterstützt. Die Schweiz spendet denen übrigens jedes Jahr 2 Millionen Franken. Für Koller ist das ein weiteres Warnsignal. Die EID führt also dazu, dass jeder Nutzer automatisch auch ein staatlich betreutes Wallet auf seinem Gerät hat. Das ist der Punkt, der vielen Stimmbürgern nicht bewusst war. Der Richard Koller sagt auch zu Recht, dass sich einige anders entschieden hätten, wenn das der Bundesrat offen erklärt hat, dass man mit dieser EID automatisch auch das staatliche SWI-U-Wallet akzeptiert. Zusammengefasst, die EID macht Gattung, es sei ein einfacher digitaler Ausweis. In Wirklichkeit öffnet sie aber die Türen zu einer mächtigen Infrastruktur, einem SWI-U-Wallet. Das schafft theoretisch die Grundlage für eine umfassende Kontrolle, wenn das in die falschen Hände kommt. Das Resultat ist für die Gegner frustrierend. Aber es gibt einen Lichtblick. Noch ist nichts verloren, auch wenn diese Beschwerden nicht durchkommen. Ich verrate euch, wieso. Zwei neue Anliegen werden jetzt umso wichtiger. Die könnten allfällige Geringwähler-Szenarien doch noch verhindern. Die erste Massnahme ist die jetzt neu geplante Volksinitiative mit dem Titel «Digital ja, aber frei». Sie wird von Richard Koller vorbereitet. Ziel ist die Ergänzung der Bundesverfassung, wenn ich richtig liege, mit einem neuen Verfassungsartikel 13a. Dort drin soll festgeschrieben werden, was uns die Befürworter versprochen haben, nämlich, dass die EID ausdrücklich freiwillig bleibt. Die Initiative soll die Behörden und Unternehmen verpflichten, nebst der digitalen EID immer auch noch eine klassische Identifikationsmöglichkeit anzubieten. Also mit einem Kärtchen oder so. So hat am Ende beide Seiten, was sie wollen. Die einen, die unbedingt so eine EID, eine Wallet auf ihrem Telefon wollen, und die anderen, die sicher könnten sein,
dass sie diese Sachen nie brauchen müssten. Wer sich über den Stand dieser geplanten Initiative informieren will, die noch ganz am Anfang ist, schaut sich am besten das Video an, digital ja, aber frei, auf der Webseite schweizmacher.ch. Zweitens, die zweite wichtige Massnahme ist die Initiative «Bargeld ist Freiheit». Sie will sicherstellen, dass wir auch in Zukunft noch mit Bargeld zahlen können. Eingereicht ist sie worden von der Freiheitlichen Bewegung Schweiz, kurz FBS. Die haben bereits genug Unterschriften zusammengebracht und der Bundesrat hat sie dann im Sommer 2024 mit einem Gegenentwurf vom Bundesrat an das Parlament weitergeleitet. Ein Abstimmungsdatum steht nach meinem Wissen aber noch nicht fest. Ich habe gelesen, die könnte so 2026 oder 2027 vor das Volk kommen. Diese Initiative will den Schutz vom Bargeld in die Verfassung schreiben. Dazu, und das ist jetzt besonders schlau, tut sie definieren, was Bargeld eigentlich ist, nämlich Münzen und Banknoten. Weil der Bundesrat hat einen Gegenentwurf an das Parlament geschickt, der Bargeld tatsächlich als Zahlungsmittel schützt, aber eben auch flexibel genug scheint, dass es eine digitale Ergänzung zulässt. Die Initianten sagen, der Gegenentwurf vom Bundesrat hat eben einen fiesen Haken. Die Definition ist nämlich so verfasst, dass man in Zukunft auch digitales Zentralbankgeld als Bargeld bezeichnen könnte. Genau das will die Initiative verhindern. Also, zusammengefasst, die zwei nächsten Schritte müssen gelingen und dann kommt es gut. Sonst wäre, zumindest theoretisch, der Weg frei für eine umfassende staatliche Kontrolle. In den USA läuft ein ähnlich umstrittenes Projekt, übrigens schon seit Jahren. Es heisst Real ID und ist ursprünglich als einfache Vereinheitlichung vom Führerausweis vorgestellt worden. Heute kritisieren aber viele, es werde immer mehr zum digitalen Überwachungssystem. Offiziell ist die Real ID freiwillig, so wie in der Schweiz. In der Praxis wird aber der Druck immer grösser. Wer keine Real ID hat, kann schon gleich nicht mehr fliegen oder in Gebäude hineingehen, die am Bund gehören, also zum Beispiel das Steueramt. Twyla Brace, Präsidentin der Organisation Citizens Council for Health Freedom, sagt, die Real ID sei ein trojanisches Ross, das zur Totalüberwachung führt. Sie nennen es Real ID. Es ist eine nationale Identitätskarte, ein Verstoß gegen die Privatsphäre der Bürger. Die Behörden planen, diese Karte zu digitalisieren. Das Verkehrsamt hat es selbst bestätigt. Die Real ID soll auf dem Smartphone gespeichert und aus der Ferne in Echtzeit ausgelesen werden können. Die Real ID tut mehr als nur Namen und Adressen sammeln. Die verbinden Fahrausweisdaten mit biometrischen Gesichtsaufnahmen und tun die in nationalen und zum Teil auch internationalen Datenbanken speichern. Offiziell soll das die Sicherheit erhöhen. Aber Kritiker sagen, das sei der erste Schritt zu einer flächendeckenden Überwachung. Twyla Brace zeigt auch, wie sich das System Schritt für Schritt auch auf andere Bereiche ausdehnt. Zum Beispiel auf Gesundheitsdaten oder Reiseinformationen. Damit kann die Real ID praktisch zu einem digitalen Gesundheits- und Bewegungspass werden. Damit bekäme der Staat die Macht, Reisen einzuschränken oder Zugang zu bestimmten Orten oder Diensten zu verweigern. Und man kann sich leicht vorstellen, was das bedeutet. Sie wird obligatorisch werden, um ein Bankkonto zu eröffnen, zu heiraten, eine Waffe zu kaufen oder ein Auto zu mieten. Es gäbe keine Einsatzgrenzen. Das wäre nur der Anfang. Nach oben hin wäre alles offen. That is only the floor. The ceiling is endless. Sie sagt, es sei noch nicht spät. Wer anstatt so einer Real ID auf einen klassischen Ausweis setzt, könne mithelfen zu verhindern, dass so eine digitale ID zu einer dauerhaften Überwachung missbraucht werden könnte. Grundsätzlich kann man also sagen,
Das zentrale Erfassen von Daten auf Staatsebene in der Schweiz, wie auch hier in Amerika, scheint kein Einzelfall zu sein, sondern ein weltweites Phänomen, das überall gleichzeitig Fahrt aufnimmt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Zum Abschluss, wie immer zur Transparenz, meine ganz persönlichen Gedanken dazu. Ein Interview von Catherine Austin Fitz hat mir eingeleuchtet. Sie macht eine einfache Aussage. Es brauche 2 Sachen, damit ein umfassendes Kontrollsystem wirklich in Gang komme. Erstens eine digitale ID und zweitens ein vollständiges digitales Geldsystem. Was man verstehen muss, wenn wir auf ein vollständig digitales Transaktionssystem umstellen, also Zahlungen nur noch digital funktionieren und dieses mit einer digitalen ID verknüpfen, so dass das System mit hoher Präzision sagen kann, wer du bist und wer genau ich bin, dann greifen plötzlich alle digitalisierten Systeme ineinander und zusammen bilden sie ein vollständiges Kontrollnetz. Die beiden Voraussetzungen, damit diese Falle zuschnappt, sind die digitale ID und ein komplett digitales Geldsystem. Ich kann das an einem Beispiel erklären. Wenn es während einer Pandemie heißt, du darfst dich nicht weiter als 1 Kilometer von deinem Zuhause entfernen und das nur dienstags und donnerstags, dann kann man dich in einem solchen digitalisierten System mit Satelliten über unseren Köpfen relativ einfach überwachen. Und wenn du nicht tust, was vorgeschrieben ist, könnte man dir einfach dein Geld sperren. Mit dem Wallet und der digitalen ID auf dem Smartphone weiss das System, wer du bist und wo du gerade bist. Mit dem digitalen Zentralbankgeld weiss es, was du machst und könnte das bei Bedarf blockieren. Wenn beides zusammenkommt, dann wird die Versuchung gross sein, dass sie diese Macht nicht nur zum Guten nutzen, sondern das dann auch missbrauchen. Weil wenn wir etwas aus der Vergangenheit schnallen sollten, dann ist es, dass alles, was machbar ist, wird irgendwann schon gemacht. Darum würde ich sagen, eine digitale ID ist okay, solange die Behörden und private Unternehmen weiterhin herkömmliche Ausweise akzeptieren müssen. Und sollen doch alle die so Zentralbankgeld brauchen, die wollen. Solange die nicht wollen, weiterhin überall auch mit handfestem Bargeld blechen können. Aber was zählen schon die Worte von einem ehemaligen Badmeister? Et voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Herzlichen Dank an alle, die mich seit meinem letzten Beitrag auch wieder finanziell unterstützt haben. Dank euch bin ich am Punkt, wo ich ab nächstes Jahr einen Nachmittag zusätzlich werde versuchen einzusetzen für meine Berichte. Ich bin gerade am Abklären, dass ich bei meinem Alltagsjob eine Aushilfe für einen Nami organisieren kann. Das ist natürlich gewaltig. Und ohne euch wäre das unmöglich. Weil der Vogonten ist, wie ihr wisst, zu 100% unabhängig und zuschauerfinanziert. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vogonten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Danke also nochmal an alle Unterstützer. Übrigens, wenn es Wunder nimmt, mit was der Vogonten eigentlich seinen Lebensunterhalt verdient, hier in Amerika, das habe ich beantwortet, ebenfalls auf vogonten.ch. Ihr müsst einfach ein bisschen nachrollen und dort tue ich dann nach die häufigsten Fragen beantworten. Also, merci fürs Einschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Tschüss.